waren halt so Leute wie der Göttel und die waren halt die coolen, ne? Hast du den Gürtel gefiegelt? Nicht nur einmal! Traust du nicht? Aber das darf man nicht sagen. Traust du nicht? Das darf man nicht sagen. Habe die Ehre, ich bin's, der Birger. Das ist der Conny. Schönen guten Tag. Der ist endlich mal wieder gesund und das ist der Florian. Guten Tag, Und der ist auch wieder gesund und ich bin auch gesund und das ist Speziwirtschaft. Fetten Was Ranzen. tust du jetzt? Jetzt ziehst du aber mitten unter der Folge einen Pulli aus dem Mongo. Was soll ich machen? Es ist sauer. Ja, gut, dann nicht. Ja. So, Kinder, leg mir im Arsch, wir haben ja schon lange nicht mehr zu dritt da gesessen. Ist euch das eigentlich schon mal Das aufgefallen? ist echt scheiß heiß. Ich verstehe nicht, warum du überhaupt da Hosen anhast. Ich auch nicht. Immer Zeitung unterlegen und Hosen aus. Das ist ja klar. Weiß ich nicht. Bei dir das sowieso nicht schon. Du bist eine halbe Stunde spät gekommen, weil du in die Hosen geschissen hast, habe ich gehört. Ich fast hätte in die Hosen geschissen. Aber ihr kennt ja das, oder? Wenn du irgendwo hinfährst und vor mir macht der Bauch und sagt, du fährst jetzt nirgends hier. Also der Bauch hört sich an wie das Auto, das ich anlasse. Das hört sich nicht gesund an, egal auf welchen. Dann habe ich noch Spontaner mal, Dünni. ja, dann habe ich noch mal ausdrücken müssen. Spontane Brühwurst. Ja, weil das mag ich nicht, dass wir Was unterfahren. habt's denn drin, die letzten? Weiß ich nicht. Wir haben uns vor über einem Monat das letzte Mal gesehen. Irre lang her. Wir haben mal kurz einmal eine Grätsche, eine sprichwörtliche Grätsche mit Qatar Airlines gemacht, Die mal kurz Qatar dazwischen. Kurze Brücklandung. Und irgendjemand wegen geschaut. Ich hab irgendein Spiel habe ich gesehen, 4 Minuten, aber ich kann nicht mehr sagen, welches Spiel. Ich glaube, es war sogar Deutschland, Japan, habe ich glaube ich sogar die letzten 4 Minuten gesehen. Das hab ich nicht geschaut. Aber ansonsten komm ich auf. Ich glaube, 10 Minuten habe ich von England, Frankreich angeschaut. Das war einigermaßen, muss man sagen, war wahrscheinlich das beste Spiel bisher, deswegen bin ich wahrscheinlich auch kurz mal hängen. Also hast du nur die Nachspielzeit angeschaut. Was ich gehört habe, ist jetzt Spiel irgendwie eine Viertelstunde länger oder so. Ja, das finde ich aber auch geil, das ist ja richtig so, weil so früh auf Zeit spielen und jetzt stoppen sie halt wirklich die Zeit mehr oder weniger. So, genug über die WM geschmerzt. Was habt ihr denn drin die letzten 8 Wochen? Same shit, different month. Ja, ich hab fett gesagt, muss ich sagen, fett gesagt. Was hast du denn gesagt? Ich habe jetzt das Remake von der 4. Pokémon-Generation geschenkt gekriegt. Die scheiß Pokémon. Du muss sagst das, das, nein, ja. muss so schlecht sein. Nein, dass sogar wirklich- das Remake ist, also ich hab gesagt, weil ich hab ja schon seit Jahren kein vollwertiges mehr gespielt, sondern gerade das eine Remake von der ersten damals, wegen Nostalgie. Ja. Aber auch das Spiel das auch. Und ja, also wenn die bei der nächsten Generation nicht irgendwie einen Schwierigkeitsgrad einfügen und irgendwas Und irgendwas einfügen war vielleicht einmal eine Sache. Grundlegendes ändern, dann spiele ich nicht mehr, weil das ist wirklich, nein, ich weiß nicht, wie das noch Spaß machen kann. Ich bleib bei Pokémon Go auf dem Handy, das ist geil, macht immer Spaß dazwischen, aber diese vollwertigen Das Dinger, ist wirklich, also es gibt wirklich Fanboys, die ziemlich dumm sind, aber die Pokémon-Fanboys sind so brunstdumm, dass es bloß ein Schäbert. vor allem sie beschweren sich alle, weil ich schau mir dann, wie du gerade gesagt hast, die neue Generation, die hat ultra technische Probleme, das ist das erste Mal eine richtige Open World und so aber weiter, aber keine kriegt nur mittelmäßige Bewertungen trotzdem Das schaut aus wie der von PlayStation 1, Ja, das ja. Spiel, was möchtest du mit dem Dreck? Das haben wir auch gedacht, die BAM, hallo, Unfassbar. das haben sie ja vorher schon gesagt, bei Unfassbar. Schwert und Schild, die BAM, die schauen aus wie vom Nintendo 64, was Ich soll weiß, das? ich weiß, ich bin keine Grafikhure, aber trotzdem, wenn ein Spiel ausschaut wie von 1996, Ja. und mir das dann jetzt neu verkauft wird, dann kann ich FIFA auch spielen. Einen gewissen Standard mehr, die schon haben. Da kennen sie wieder aus, gell? Ja. Die Pokémon kennen mich auch. Ja, Das freilich. stimmt, ja, das stimmt. Ja. Was hast du drin? Was hast du so viel Kaffee saufen? Ja, aber Sagst der du dir ins schmeckt Hosen? Ja. Richtig. Kriegst gelbe 10 ich bin vom ganz schwarzen cool. Kaffee. Danke. Dein Maul. Hab ich schon. Danke, also übrigens die kleine Schwester von Halt die Fresse. Halt der scheiß Schnauzer. Und Wir haben die Leute ich gar bin nicht gesagt, ganz- was heute überhaupt geht. Ich ist soll ja mein Maul wurscht. halten. Entschuldigung. Erst Florian, dann- was hast denn du die letzten? Ich bin eigentlich die letzten Wochen ganz viel beim Schwimmen, beim Oma schwimmen. Ich gehe sonntags immer richtig gern schwimmen. Das ist so richtig geil. Schön. Das ist wie, als wenn du so nachmittags oder abends auf der Couch sitzt und so diese ganze Scheiße anguckst, so von wegen. Brust oder diese Kraulen? Ich lasse mir über die Brust kraulen. Alter Karl. Von Omas, die beim Schwimmen sind. Nein, das ist richtig geil. Die Omas, die lästern dann immer über die anderen Schwimmer und so Sachen Geil. und dann beschweren sie beim Bademeister und du schwimmst daneben und so. Ich will gerade sagen, du liegst doch draußen und hörst bloß zu. Nein, ich Ich schwimme glaube, schon die mit. klaust dann Fett auf die Nein. Omas. Manchmal. Ekelhaft. Oder musst du. Das macht man im Becken, damit man es nicht sieht. Ja. Ich mache immer ins Becken. Und währenddessen musste ich wieder Spider-Man so an Beckenrand ohne hängen. Voll geil. Hat jeder da. Hat jeder da, ich weiß genau. Genauso wie das ins Wasser runtertauchen und dann die Luft auspumpen, dass du wie ein Stor runterplumpst. Das geht jetzt nicht mehr, wenn wir zu fett sind. Wir schwimmen immer um, das ist Ich zu habe viel. hab ein bisschen abgenommen. Ich habe Ehrlich? hab mich keinen Stecker bewegt, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich habe einfach Ich hab viel Bier drungen. Viel Bier drungen. Das ist das Schlimme. Ich hab nicht so viel Bier Ich soll ja auch Crystal Meth ballern. Dann nimmt man den Ja, also, Crystal Meth, wie der Crystal Meth. Söder gesagt hat. bisschen Crystal Meth in die Fresspress rein. Erst ein bisschen kiffen und dann ein Crystal Meth. Das ist ein ganz ein logischer Schritt. Der nächste logische Schritt ist nur eine Heroinabhängigkeit. Ja, Natürlich. aber die von der Tschechei, das Heroin von der Tschechei mit, Ja, mit nee, der das Autobatterie. Und Christkindlmarkt waren wir oft, tatsächlich. Ich war nicht auf Christkindl. einen. Ich bin richtig traurig. Ich war in Landau, und am nächsten Tag waren wir Ritter essen und dann war ich krank wie Sau. Komisch.
Ritteressen einfach. Ja, klar, das ist einfach Scheiße. Mal Wo es einfach ein bisschen Ich unfair war ist, weil draußen und hab keine Jacke mit angezogen beim Rauchen. Ich sehe klar, dann bist du draußen, dann rauchst du nicht eine, sondern 4 und dann war ich krank. schlägst du die Türklinken ab und schon hast du das. Ja. Ja, wir waren im Anzug unterwegs. Kannst einfach Im Weihnachtsanzug. vom Behindertenklo einen Tiergriff deepthroaten. Das darf ich nicht, und dann kriegst du Down-Syndrom. Alles klar, jetzt haben wir einen eigenen Kanal, ist doch scheißegal, was wir sagen. Das ist ein kurz ansteckend. Schon, du kriegst Down-Syndrom im Endstadium hier aufgesetzt. Die Leute sind da ziemlich damit erfahren. So, wir haben aber die ganze Zeit irgendeine Scheiße, wir haben ja wieder gesund, das ist das Allerwichtigste. Ja. Und was geht's denn heute? Florian, weißt das du? Nein, ich mach mal jetzt mal Bier auf, warte schnell. Jetzt hast du jetzt den Kaffee weggekriegt und jetzt machst du da wieder auf. Wer dann halt dein Maul? Übrigens ist es eigentlich unfair, du warst auch krank gewesen und wir haben keine Folge allein machen dürfen. Das Stimmt, passt mir ja. nicht. Ich kann euch Die ja Leute nicht haben's- sitzen. die Leute haben es gefordert. Ich bin mir schwerstens sicher, dass ich Corona gehabt habe. Ich habe bloß einen Test gemacht, relativ am Anfang, der war nasenbohrativ. Naja, der dauert ein bisschen, das versteht bloß meine Community, egal. War aber dann doch nicht. War dann einfach nichts. Egal, Corona heute gibt's geht's nicht mehr. um Corona. zauberhafte Zeit. Berufsschulzeit und Ausbildung. Bruder. Hast du ihn gelernt? Ja, Einzelhandelskaufmann. Nice. Einzelhandelskaufmann. Erzähl uns eine Geschichte, wie das so war. Ja, war eigentlich bescheiden, ne? Also eigentlich allzu viel wollte nicht mehr, aber nicer Side-Fact, ich hab da angefangen, wo der Birger angefangen hat. Wir waren ziemlich gleichzeitig, oder? Das ist wir haben ich bin eingestellt worden ein Jahr vor dir, glaube ich. Ihr seid dann als Azubis gekommen. Habt ihr das Und da haben gleichzeitig wir- gelernt? Nein, aber ich habe halt da Aber was gearbeitet. hast du die ganze Zeit gemacht in der Zeit, bis du dann, wenn du erst anfängst zu lernen, mit ihr, habe ich mir schon gedacht. Was ich da gemacht habe. Pause. Komm ich, wo ich will, komm ich, wann ich will. Ja, auf der Küche, Ich auf habe der meinen Kunst. Samen verkauft. Und da gibt es viel Geld dafür, tatsächlich. Wenn du einen guten. Das heißt, ich soll die 14 Tempos nicht da in Nein. Papierkorb Nein, also das ist reinschneiden, eigentlich- sondern Auswinden in der Plastiktüte und dann. Ich hab das einmal gehört. Du kriegst, das ist so eine Ladung, soll zwischen 50 und 70 Euro wert sein. Was? Ja! Aber du kannst ja nur alle 4-5 Tage. So 4-5 Tage ist ja, das anscheinend am sind, besten. das sind 300-400 Euro im Monat. So, das war Easy. von der Ausbildungszeit. Wenn ihr eine Ausbildung braucht, einfach in den Becher wichsen. Das kann ich schon vorher, da war ich Wenn du Ausbildung. das Da habe ich einen Monat- Doktorarbeit geschrieben. Wenn du das in der Ausbildung, jetzt, was hast du gesagt, so 400 Euro kriegst du ungefähr im Monat zusammen? Das war die nächste Frage. So, Das was ist jeder ungefähr verdienen das Geld, kann. was ich als Metallbauer-Lehrling gekriegt habe. Also da hätte ich lieber gewichst, wenn ich es gewusst hätte. Ja, Ja? kriegst du sowieso. Ja schon, aber halt Geld Was hast dafür du nichts gekriegt. gekriegt dafür? Na? Ist das, Außer von den Fingern. wovon hängt das ab? Von der Qualität deines Samens? Ja, natürlich. Also es wird ja getestet, wie viele Spermien das da funktionieren. Alle. Spermozoiden. Ja, bei oder dir- was? Alle! Du schaust jetzt nicht wie ein sehr potentes Wesen aus. Sagen wir es mal, wie es ist. Alter, ich bin so potent. Ich schaue der Video und sie ist schwanger. Ist gelungen, ist nur ein Zitat aus deinem Song. Das stimmt tatsächlich, ja. Schaust uns, sie ist schwanger, das wird fürs Und sie, Ostsee und sie gebärt einen Penis, oder? So männlich bist du. Das war jetzt ein Kaltzeit. Und nur ein Penis. Mit Haxen, mit so kleinen Haxen. Eier sind nicht Taxen. Der macht halt dann das Geräusch, wenn er läuft. So. Eifern, Zipfel Eifern. Pipi, Freistoß! Aber der Florian hat jetzt noch keinen wirklichen Schwank aus seiner Lehrzeit da Das erzählt. stimmt. Ich habe nicht viel Schwank gehabt, das war nur Blödsinn. Ihr Das habt war- nicht so viel Scheiße gemacht irgendwie, da ist nichts rausgekommen dabei. Ja, Ihr gut, wart aber so ich das- habe zwei Azubinen dabei gehabt und die waren ja auch, Azubinen. die waren spezieller. Schwierig. Ihrer Natur. Ich sag's einfach, ich sag's straight aus, es ist schwierig, die. Ja. Schwierig. Und da war ich halt noch, was weiß ich, 16, 17 Jahre alt und ja. Das ist geil, bei dir ist wieder mal nicht so lang her, ist eh klar, aber was Was hast denn du verdient? Boah, also ich sage mal so, es war nicht mal der Hungerlohn gefühlt. Es war so wenig Geld. Sag ich eine Zahl! Es waren das erste Lehrjahr keine 400 Euro nehmen. Netto. Also es war, ja. Also es waren wirklich, es war so wenig Geld, dass du sagst, Meinst du, du bist ja ganz klassisch im Verkauf draußen gestanden. Das hat richtig viel Spaß gemacht wahrscheinlich. aber schon geil. Also ich rede ja schon gern, ne? Ja, gut, das stimmt ja nicht. Das hat taugt Ja. im Skate-Shop enden, das war schon ganz witzig. Irgendwann hat es nur noch genervt. Ja, So, das ja. ist- Ich war auch kurz im Einzelhandel, weil ich wollte eine zweite Lehre machen, weil ich habe zuerst was Handwerkliches gelernt, dann habe ich gedacht, lerne ich noch was Kaufmännisches. Was Und hast denn du gelernt? Metallbauer habe ich ursprünglich gelernt und dann wollte ich danach Einzelhandelskaufmann beim Elektronikfachmarkt machen. Da war ich ungefähr... Mediamarkt, Start! Nein, anderer. Mit E. Expert. Ja, genau, ja. Und, da war ich auch da war ich nach 3 Monaten bin ich dann eine zum Chef und gesagt, du, nein. ich geh wieder, ich flippe aus. Erstens mal, die Arbeitszeiten sind unter aller Sau gewesen. Der war zwar echt, das war saugut im Gegenteil mit der Expert, weil er gesagt hat, meine zweite Lehre, ich brauche ein bisschen mehr Kohle. Dann hätte ich halt gleich Provision gekriegt.
Das hätte alles schon passt, aber wie gesagt, um 9:30 geht's los, jeden Tag bis um 7. Und ich habe 3/4 der Zeit habe ich nichts zum Tun gehabt, weil so viele Leute kaufen halt nicht direkt im Geschäft ein. Ja. Ich weiß nicht, wie oft soll ich meinen Scheiß wieder drinnen polieren. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin raus, ich mag wieder mit der Hand arbeiten. Das war ich habe damals, das hat jetzt mit der Azubi-Zeit nichts zu tun, also ist scheißegal. Wir haben, wie du da bei uns angefangen hast, haben wir mir den Skate-Shop aufgemacht. Und ich habe halt kein Einzelhandelskaufmann, Lehre nicht, sondern ich bin gelernter Mediengestalter. Ich mache halt Internetseiten, Online-Shops und programmiere und so einen Bullshit. Und habe mich halt einfach eiskalt eingestellt und habe einfach gemacht. Das war schon ganz witzig so, aber wir haben halt immer schon, wann haben wir mehr aufgesperrt? Nicht direkt um 9, sondern um 10 oder um 11, waren wir aber halt um 9 schon da. Und dann ist da drin halt nicht der Teufel los. Sondern da ist 1 Stunde am Tag, da wo es die Leute reintrippt, da war dann was los, es war dann cool und die restliche Zeit sitzt du nur umeinander. Ja. Und wie du schon sagst, zum 100. Mal zusammengerammt, zum 100. Mal irgendwas da. Irgendwann bist du halt bloß noch draußen beim Raucher gestanden und hast halt nichts. Ist halt, ja. Wirst du schon gefragt, wenn sie bei mir vorbeikommen sind zum Ratschen? Ja, und die Arbeitszeit, das ist völlig unvorstellbar, dass ich an einem Freitag nochmal von 9 bis um 7 auf die Nacht, durchgehend ohne Mittag, in diesem Laden sitze. Geht nicht. Abgehoben. 10 Stunden. Kannst du vergessen, oder? Wie behindert die Arbeitszeiten sind das letzte gewesen. Ich war ich muss jetzt sagen, also nice Side-Fact, ich war ja ab 2-3 Jahren beim Expert. Echt? Ja. Bei welchem? In Dingelfing und in Straubing. Ich war bei dem in Dingelfing, hätte ich mal kurz ein Ding gefeiert. Ich hab da mal 1,5 Jahre, so knapp über ein Jahr gearbeitet, bis ich mein Fachwerk gemacht habe. Und da aber schon, da muss ich sagen, da war von 9 bis um 7 immer. Aber ich habe in der Handyabteilung gearbeitet, habe jetzt Handyverträge an Omis verkauft und so. Und moralisch sehr verwerflich, aber was tut man nicht alles für Geld? Ja, was nächsten Monat? Das ist mein Job! Na, aber das war zum Beispiel, also hast du wirklich den ganzen Tag hast du da Leute. Also Handys war vor allem in der Zeit, wo ich da war, ein Selbstläufer. Es ist immer wer da gestanden und du hast wirklich die anderen Abteilungen dann umgekommen und haben da der Zeug eingerammt zum Teil. Ja, ich bin bei den Digicams und bei den Navis gewesen. Und da war halt wer kauft sich denn Navi und Digicams beim Expert? Ich weiß nicht, wo man die sonst kauft. Wer kauft überhaupt Navis und Digicams? Damals haben wir es gebraucht. Das ist halt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ja, aber und ich bin halt dann hinten beim Fernseher und da bin ich ab und zu hinten und habe halt, weil dann Kunden da gestanden sind und es hat sich keiner drum geschissen, dann bin ich hinten, weil bei mir war nichts los. Ja, und dann ist umeinander gebockt worden, weil ich eine Provision praktisch weggeschnappt habe. Ich habe gesagt, ja, du musst halt dann 4 geht zu die Leute, du musst jetzt da faul, ich war jetzt aber wenn du beim Ratschen stehst, dann gehe ich natürlich hinten und bediene den scheiß Kunden, weil ich sag, zeige! Das ist halt also ein bisschen der Sinn der Provision, damit der Mitarbeiter motiviert. Aber dass man euch die aber vorher vom Kalt streicht, sagt euch keiner, aber das ist auch noch nicht geschehen. Ja, beim Expert ist das so, dass du ganz viel Provision, du hast ja nur geringes Festgehalt und verdienst sehr, sehr viel Provision. Das meine ich ja, du bist halt grundsätzlich musstest du da reinhasseln wie ein Behinderter, damit das einigermaßen passt. Deine Handyabteilung, aber. Naja. Damit wir es ein bisschen zeitlich eingrenzen, damit sie die Leute erkennen, wann hast du gelernt. Boah, lecker. 2004 bis 2008, Mann, ich war in der. Ja, genau. Du? 2010, 2011, glaube ich, war es. Ich bin 2010, 2011 gekommen und ich hab's direkt wie ich. Ich wollte gerade sagen, du hast im Monat vor mir angefangen. Im August habe ich angefangen und du hast im September habt ihr dann als Azubis gekommen. Genau. Und ich habe gelernt, also nicht, wo wir dann miteinander gearbeitet haben, sondern davor in einer Internetagentur. 2004 habe ich da mit einem, also bei mir war es ein bisschen ganz anders. Ich bin aus der Realschule rausgekommen und bin dann auf Berufsfachschule gegangen. Ich habe keine Lehre angefangen, sondern ich habe Berufsfachschule für Informatik angefangen in Landshut. Da war es wie bei dir, nach den ersten 6 Wochen bin ich drin und habe gedacht, Alter, fick dich, nein, Alter. Wir haben auch Fächer gehabt wie Excel als einzelnes Fach. Ich bin drin und habe gesagt, hallo, ich möchte programmieren lernen, nicht Excel, hat sie behindert. Und denselben Scheiß wieder wie in der Realschule, wo ich einfach weg wollte, wie Rechnungswesen, Sozialkunde. Und was, das war ich so geil. Wir haben ein Rechnungswesen immer Doppelstunden Nachmittag gehabt. Und der Lehrer hat mich nicht einmal gesehen. Nicht einmal. Ich bin einfach gesagt, ich fahre jetzt Mittag heim. Bin mit dem Zug heimgefahren, hat nie jemand irgendwelche Fragen gestellt, der war einfach nie da. Ja, der wird schon nicht da sein, keine Ahnung. Dann habe ich nur 6er kassiert in Rechnungswesen, das ist eh klar, wo ich nicht mitschreibe, kriegst du nur einen 6er. Das ist komisch. Und nach 2-3 Monaten bin ich dann gegangen und dann war ich erstmal ganz lange daheim. Cool. Deswegen ist meine Lehrzeit mehr Dusel als Verstand. Dass ich da eine Lehrstelle gekriegt habe, weil mir nichts geschissen habe. Es war einfach, das grenzt an ein Wunder, dass irgendwas aus mir geworden ist. Und dann habe ich in der Internetagentur damals hab ich mich beworben, bin sofort genommen worden und habe dann Praktikum gemacht bis in September rein, von Januar, Februar, März, irgendwann da bis September Praktikum. Dann habe ich sauber ausnehmen lassen, weil der Praktikanten-Depp kostet ja nichts. Das ist also ein Witz, gell? Und dann habe ich die Lehre angefangen. Das war 2004 bis 2007.
Gut. Das war jetzt eine ziemlich lange Geschichte kann sagen, von 2004 bis 2006. Gut, dass ich einen Kaffee gehabt habe. Ja. Es war jetzt Klar, auch die seinen Witz, den er vor 10 Minuten gemacht hat. Vollidiot. Entschuldigung. Ich bin ja da, die zweite Lehre angefangen habe, da bin ich nicht mehr bis zu einer Berufsschule gekommen, weil waren Ferien so praktisch, da habe ich angefangen, bevor die Berufsschule losgegangen ist, habe ich schon gesagt, ach komm hier auf. Komm hier auf. Komm hier auf. Hör mir auf, du. Also ich weiß tatsächlich aus der Berufsschule fast gar nichts mehr. Nur noch, dass wir da einen Lehrer gehabt haben, der war ein Fußballtrainer, mit dem hast du recht gut verstanden. Und dann war während der Kircherzeit, ist mal so schlecht gegangen, komischerweise. Da wo es dann wirklich okay war, wo wir die Doppelstunde, da wo ich dann hingegangen bin, ich so, boah, mir ist ganz schlecht, irgendwie habe ich was falsch gegessen, keine Ahnung. Ja. Da hat gesagt, du, ich weiß, der Kirche war, sitzt dir einfach raus. 2 Stunden draus gesessen, alles flauschig und dann hat er danach nach der Schule so hergekommen und geht's dir wieder besser? Also der war wirklich total cool, aber die ganzen anderen, erstens die meisten Leute bei mir in der Klasse wegschmeißen können. Und die ganzen Lehrer waren auch dementsprechend. Berufsschullehrer haben wirklich 90% wirklich pfeifen. Entschuldigung, dass ich so sage, aber. Wir haben auch Da merkst du bei jedem Zweiten, dass er krass keinen Bock hat. Ja. Ich muss sagen, lehrermäßig habe ich nicht so das Thema gehabt. Die waren zu 70%, sagen wir, habe ich geile Lehrer gehabt. Die waren lustig, die haben Blödsinn gemacht und Leute waren auch recht geil bei mir in der Schule, in der Berufsschule. Aber auch in der Lehre, also ich habe da ziemlich Glück gehabt, weil das sind auch viele aus meinem jetzigen Freundeskreis, mit denen habe ich damals angefangen zum Lernen. Das war echt geil, wenn du mit deinen Kumpel zusammen lernst, das war nur Bullshit, nur Blödsinn Da wird nur Scheiße gemacht. Alter, da ist zugegangen bei uns teilweise, das war, ja. Aber es gibt ja noch schlimmere Firmen, was man so gehört hat aus dem Umkreis, wo es dann halt auch Alkoholkonsum angegangen ist. Neoplan etc. Ja. Da wo der Bierautomat um 5 vor 9 schon leer war. Ja, das hat bei uns natürlich nicht. Du kannst nicht in ein Büro mit 4, 5 Leuten in die Hocken und dann zum Saufen. Stopp. Kennen das schon? Also stopp. Ich war in der Firma, da sag ich jetzt den Namen besser nicht, da hat es immer diesen Malle Friday gegeben. Der Malle Friday? In der Früh angefangen und da hast du natürlich gleich mal Mallorca-Hits laufen lassen, ne? 7 Uhr. Richtig schön. cool. Und dann hat immer schön irgendwie so ein Bacardi Cola oder so gegeben, um 7. Geil. Wo? Die Werbung ist raus. Der will nicht so. Ich weiß auch nicht mehr recht viel, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Berufsfachschule am wenigsten. Da war ich auch nicht so lange, aber ich werde niemals vergessen, ich meine, ich kenne mich einigermaßen mit Computerzeug aus und mit Internet und so. Das war halt damals schon noch was Neues, 2004 oder 2003 eigentlich. Und da haben Leute drin gesessen. Das waren sehene Vollspackos. Oh, leck. Ich bin da reingekommen, hat mir die Leute geschaut und gedacht, wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Bitte nicht. Oh mein Gott. Das war ganz schön. Es war also ein klassischer Fall, an diese erinnere ich mich noch, der hat Victor geheißen, ist ja wurscht. Mit dem habe ich mich, das war der einzig einigermaßen normale da drin, wo ich mir denke, ich bin ziemlich voll lauter Vollspackos, please help. Da war der einzig normale, der hat mich dann Jahre später einmal angerufen, da haben wir uns halt nie wieder gesehen und wollte mir Versicherung verkaufen. Das ist der klassische. Mega nett, ja. Ja, servus, Alter, das ist Victor. Ich so, hä, was für Victor, Alter? Ja, wo ist nicht mehr von da? Ja, jetzt pass mir auf, wir schauen deine Versicherung. Okay, komm, halt dein Maul. Und aufgelegt. Ich wirklich denke, was sind die Scheiße. Ja, Kalterquise. Und in der, muss machen. Ja, hält nicht. Snowballed. Von nichts kommt nichts. Und in der Berufsschule selber, ich war in Minge in der Berufsschule. Also in Minge? Ja. Bei uns kann ich gehen. Ich war mit Dingolf schon fast durchgedreht. Ich war in Dingolf. Das war auch richtig asser. Ich habe das Glück gehabt, dass mein Papa in Minge gewohnt hat. Das heißt, ich habe Montag, Dienstag habe ich Berufsschule gehabt. Da bin ich am Montag in der Früh, sprich, weil ich um 5 Uhr in der Früh am Bahnhof ich total fertig. Ich war einer von denen Wichser, die sich dann Kopfhörer da hat man noch nicht laut Handy gehört, das hat es damals noch nicht gegeben. Sonst hätte ich das so schön, wenn es heute auch nicht. Das war so schön, wenn es heute noch nicht gegeben hat. Ich habe mir Kopfhörer eingestopft und mit dem MP3-Player und den so hart auf Anschlag gehabt, dass der ganze scheiß Waggon hat jetzt einen Tag zuhängen dürfen. Und bin dann so geil eingeschlafen. So. Dann werde ich auch nie vergessen. Das geil, wenn es wieder reißt, oder? Das war echt unangenehm. Und dann hockst du da drin, bist total fertig und ja. Und einen Herrn Hut mag ich grüßen. Das war der einzige und der Herr Slupina, aber also war so 50-50. Wenn er einen guten Tag hat oder der Bock hat, wenn er keinen Bock nicht hat, ja, macht's einmal. Und der Herr Hut war geil in meinem 3. Lehrjahr, da bin ich nämlich, ich glaube ein halbes Jahr lang bin ich gar nicht mehr in den Berufsschule gegangen, weil ich halt schon gearbeitet habe einfach und mir gedacht habe, das ist das Wichtige. Memo an meine Vergangenheit, nein, war es nicht. Nie. Der hat mir dann vollkommen wurscht. Mein Abschlusszeugnis und den ganzen Scheiß hat er mir persönlich per Brief geschickt und hat mir Grüße eingeschrieben, so viel Erfolg für die Zukunft und so. Herr Hut war gut, der hat auch Ahnung gehabt, das hat man gemerkt. Die mit dem Hut schon sehr lange dabei. Die mit dem Hut sind gut. Ja, Herr Hut war gut. gut. Die mit dem Messer sind besser.
Weißt du nicht? Gut. Das war teilweise. Bei mir war es der Herr Lummer. Der Herr Lummer war ein grandioser Lehrer, war geil. Bei dem habe ich das Glück gehabt, der hat mir relativ gerne Mengen, aber ich mich aufführen können. Weil, egal was ich gemacht habe, der hat dann meistens gelacht und hat mich nicht gestraft und der andere, wenn es gleich gemacht hat, der hat mordsche Strafen gekriegt und hat dann Zahnstocherfeilen hat es gegeben bei uns. So fetzt Flacheisen und dann stehst du eine Stunde da und feilst an das scheiß Ding und das habe ich nie machen müssen, weil mit Lehrer immer gern Mengen haben. Weil Das habe ich damals vom damaligen Bekannten- und Freundeskreis, da haben viele im Neoplan gelernt und da habe ich auch gehört, dass die erst einmal 6 Wochen lang nur feilen. Die einer nicht Bratzen haben ausgeschaut. Das war bei mir Gott sei Dank nicht. Und ich bin da und denke, ja, ich schiebe Maus ein wenig umeinander und tippe ein wenig so, meine Hände haben sanft. Ja, Hebammenfinger. Wie ein Babypopo. Ja. Aber mir was. Da bin ich ja gerne heute noch nach dem Ausweis gefragt. Passiert mir tatsächlich. Fingern. So, gute Frau, ich bin fast 40, ist nicht ganz sauber. Bei mir war es also geil, was ich mir wieder aufgeführt, dann der Lummer eben so, Kanter, du Volltrottel, für was hast du den Kopf auf? Dann sag ich so, ja, dass man die den Hals erringt, dann hat's ihn voll zerrissen. Und dann sagt er, sitzt du hier, du da hinten, du gehst jetzt so höchstes Zeug. Wollte eigentlich nie wegschicken und dann hat irgendjemand gar nichts getan und hat dann gehen müssen und das schwere Zeug drum. Das war so gut. Das ist genau die Story, wo wir über die Hauptschule geredet haben, weißt du schon? Mit Maxi? Ja, genau so was. Ich war halt nur der Fallen ist. Der Maxi ist dann gelobt worden, okay, genau. Maxi war der Fallen, Kerl. Und du hast verbal aufs Maul gekriegt. Genau, jedes Mal. Wir haben einen gehabt, das war also geil. Ich war das erste Jahr war jetzt Landau in der Berufsschule und den Rest war ich dann in Dickendorf. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Lehrer geheißen hat in Landau. Da hat sie mich aber geheißen und haben sie an die Füße vom Fenster rausgehalten, weil sie es aufgeführt hat. Also war vor unserer Zeit dann. Ein Schüler oder ein Lehrer? Nein, Lehrer. Der hat ein bisschen geknackst damit. Das hast du gemerkt, wenn der geredet hat, das war, weil, ja, da ist nicht mehr genau gegangen bei dem. Und hat nämlich geheißen, dass der ist immer so durch bei den Schülern, dass sie den Backturm aus dem Fenster rausgehalten und haben gesagt, na einmal, dann werfen wir die aus. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt. Das ist oder ob das ein Urban Legend ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, ja, Urban Legend. Und der war aber auch so geil, weil den hat das dann nicht interessiert, was der zu dir sagt. Wir haben einen gehört, der war relativ voluminös, nenne ich jetzt einmal. Also Fettsack halt. Er war ein fetter Hut. Oder mehrgewichtig, sagt man mittlerweile. Mehrgewichtig? Ich möchte kein internales Fettshaming machen. Auf alle Fälle hat der irgendwas gesagt und dann... Fetter Wichser. Fetter Wichser. Und dann sagt der Lehrer zu ihm, was möchtest du überhaupt? Du darfst da bei Rot über die Ampel drüber fahren. Sagt er, warum der wie das? Weil du als Wald Sonderrechte hast. Geil. Der Bus jetzt aber seine 15, frisch aus der Schule, wo es noch Humanzugang ist, jetzt da... in die Angst, alles klar. Da weiß schon, was geschoben hat. In der Berufsschule ist man doch schon ein wenig älter. Da die mit den Schülern anlegen, kann ganz furchtbar böse ausgehen. Ja. Der kann furchtbar böse ausgehen. Aber es ist schon ein guter Cut von dir. Da sitzt da immer der gleiche drin. Da sitzt ist bei euch auch so der klassische Umschüler drin geguckt, der damals schon 40 geworden ist und denkt halt, jetzt so in der Midlife Crisis mache ich noch mal neue Lehre als Maurer. Nein, den habe ich erst in der Meisterschule so einen drinnen gehabt, der dann irgendwas anderes gemacht hat. Also, mit Meisterschulen und so weiter kenne ich mich nicht aus, aber ich habe nie gemacht. Ich weiß nicht, ist das wie eine Berufsschule? Was ist das? Ja, theoretisch sitzt du auch drinnen in deinem Unterricht und lässt dich vorhin so ans Volldeppen nach vorne vollsitzen. Aber du kannst auch mit 35, 40, 50 gehen oder einen Meister machen. Genau, und wir haben dann nämlich auch drin gehabt, wir waren alle, sagen wir, der Durchschnitt bei uns war so zwischen 20 und 30 und einen haben wir drin gehabt, so einen geilen Weitler, der war 45. Entschuldigung. Wir darf uns gerne unterhalten, sollen wir bitte starten? Ja. Okay. Oh Gott, oh Gott. Aber findest du auch, dass es ein ziemlich krasser Cut war, so vom Verhalten von den Lehrern gegenüber normale Schule zur Berufsschule? Ja, das der Ton auf einmal, hallo, bin jetzt in der scheiß Army. Muss man für Berufsschule eigentlich Lehramt studiert haben oder muss man lang genug im Beruf gearbeitet haben oder irgendwas? Ich glaube schon. Genau, da gibt es so einen Zwischenweg als Berufsschullehrer. Ja, weil den wollte ich nämlich, ich hätte mir mal überlegt, ob ich den einschlage. Aber wegen den Lehrer. Das auch. Ja, aber da war irgendwo für uns. Du hast ein Live da drin, glaube ich. Wenn du gut mit den jungen, halbscheirigen jungen Leuten kannst, und das darf man, glaube ich, alle drei kennen. Ich glaube auch, ja. Das war sicher witzig. Was? Ja. Was? Berufsschullehrer für Frisesen, das war mein so. Aber du musst eine abgeschlossene Lehre haben. Muss man Meister sein? Ich weiß den Mittelweg nochmal, aber ich habe nicht mehr mit dem Lehrer damals geschmerzt. Der hat mir den verzeiht, aber ich habe dann so, aha, und habe dann im Kopf schon wieder Fahrstuhlmusik gehabt. Chippy, chippy, chip, chip, chippy, chip. Und ich frage ihn, weil es mich interessiert, er verzeiht es, wenn ich heim nochmal zu denke, wow, was stimmt mit dir nicht, Karl? Du bist doch irgendwie, ja. Ja, manchmal schaltet man einfach ab, gell? Ja, das war echt, obwohl es mich interessiert hätte und jetzt weiß ich es nicht mehr. Und jetzt bin ich Büroleiter. Eine Frage an die Community. Was habt ihr gelernt? Suchen wir mal nach dem außergewöhnlichsten Lehrberuf bei uns da. In der Community. Oder der hübschesten Blonden. Jessica. Wer wird's geheißen? Franziska. Ich will nicht sagen. Nein, Jasmin war's. Jasmin! Aber ja, übrigens wirklich. Die habt euch dann am selben Tag eigentlich nur in der Kirche getroffen. Nein, nicht am selben Tag. Warum hast du dann in den Schwanz ins Maul gesteckt?
Da war jetzt im Knast wahrscheinlich. Ich war nur eine Frage. Ja. Ich sage jetzt nur mal so, ich bin halt optisch wirklich enttäuschend. Passiert da nichts. Das stimmt nicht. Ist lange Zeit kein Kira mehr. Dieses Wort, zum Glück. Ich glaube, dass der Florian wieder Schwänze im Maul hat, deswegen ist nicht gegangen. Rainbow. Klingt komisch, schmeckt aber. Was haben wir sonst noch so drin in der Azubi-Zeit? Also ich habe auf alle Fälle gelernt, für mein Leben, für so wenig Geld verkaufst du ihn nie wieder. Oh, das ist eine bodenlose Frechheit gewesen. Ich habe mich zwar straight wie ausgelernt, habe gleich nochmal für das ultra wenig Geld verkauft, aber das war wirklich unter aller Kanone. Ja. Das typische Chefgejammere, uns geht's so schlecht, ihr kostet alle so viel Geld. Ja, schreiben wir mal die 45.000 Euro Rechnung. Hey, Herr Chef, wieso kriegen die da eigentlich bloß 400 Euro? Halt die Schnauze! 400 keine Euro? Fragen stellen, schreib! Habe ich im letzten Lehrjahr gekriegt, 400 Euro. Im letzten? Ich habe mit 300 Mal angefangen. Das ist... Und ich habe aber auch noch einen Haufen, ich habe dann auch noch selber mit dem Auto fahren müssen und bei mir war es geil, meine Firma war das letzte, wo ich gelernt habe, wirklich das hinterletzte. Ich habe nur 3 Monate lang pünktlich meinen Lohn gekriegt und die komplette restliche Lehrzeit habe ich teilweise, also ist es losgegangen, mit der Form 4 Wochen lang kein Geld mehr kriegen. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, Leute, ich brauche mein Geld, ich kann nicht mehr in die Arbeit fahren, ich kann nicht mehr erzählen. Und dann sagt meine Chefin damals so, du, ich habe jetzt halt Urlaub, ich fahre nicht extra wegen deinem Gehalt in die Arbeit rein. Dann sage ich, das tut mir leid, Entschuldigung, ich wollte sie echt nicht belästigen. Dann bin ich zum Doktor gefahren und habe mir Zehennagel ausschneiden lassen. Da war ich 4 Wochen krank und dann habe ich das durchgezogen. Immer wenn mein Lohn 4 Tage spät war ich 1 Woche lang krank geschrieben, war mir scheißegal. Entschuldigung, aber es gibt ja wirklich angenehmeres, als wenn du einen Zehennagel ausschneiden lässt dafür. Ja, 4 Wochen lang einen Lohn gekriegt, Zehennagel. Oh, ihr Bauch, Ja, wir lang. Ja, aber natürlich. Ja, aber doch nicht, ich nehme jetzt meinen Zehennagel ab. Was ist mit dir? Der hat raus müssen. Der war eingewachsen. Was soll ich sagen? Jeder, der schon mit eingewachsenen Zehennagel gehabt hat, weiß, den lässt man sich irgendwann ausschneiden. Voll Teufel, ekelhaft, dann lass mich lieber Zeh ausschneiden. Ich hab noch Beitel davon, die schicke ich mal. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt eine Pause. Aber das war dann echt so, ich hab das dann durchgezogen, weil es war nicht gerade ich, sondern die ganze Firma hat den Lohn wird spät gekriegt. Und jeder hat dann immer gejammert und ich hab gesagt, so, geh zum Doktor, lass dich krank schreiben. Sag, du kriegst dein Geld nicht, lass dich doch am Arsch lecken. Hat sich keiner traut und außer ich. Und bei mir ich war der Einzige, der hat dann immer spätestens nach einer Woche seinen Lohn wieder gekriegt. Weil sie gewusst haben, da kann ich, der hat wahrscheinlich schon wieder Bauch, wenn das Geld nicht bald kommt. Und sie, ich sag so, ich merk's schon wieder, Bauch hier. Spontane Sprühwurst! Ich kann dann einfach eine halbe Stunde später. Nein, ich war auf dem Bau, du arbeitest jeden Tag 12 Stunden, kriegst gerade 300 Euro hingeschissen und dann können sie das Geld nicht überweisen und dann der Ersatz damals, ich fahre nicht extra wegen deinem Geld in die Arbeit, aber ich dachte, hoffentlich fährst du nie wieder in die Arbeit, weil du irgendwo im Gefängnis drin bist. Das gibt wieder du Scheiße aus. Gott. Also ob man es nicht von der Heimat erkannt. Ich müsste halt liegen, was ich verdient habe. Ich sage das ganz ehrlich. Ich müsste halt liegen, was ich verdient habe in der Lehre, weil ich es nicht mehr weiß. Ich glaube 400, 450 und dann 500. Oh, ich war direkt neidisch auf die Leute, die so viel Also bei mir, ich weiß noch, während der Lehre, es hat immer geheißen, man muss immer so richtig schick angezogen und auf sein Äußeres achten und man darf nicht irgendwie Grill oder was weiß ich. Da hat zu der Zeit, wo du gekommen bist, ist ja noch ein ganz anderer Wind da geweht, was der Zubis betrifft. Da hat mein Chef dann auch so gesagt, ja, weil da habe ich noch geraucht. Wenn ich erst dann rauche, ich so, ja, alles klar. Jeden Tag bin ich zur Bank gegangen, so um 9 Uhr mit 10 Uhr. Dann nach der Bank habe ich jetzt einmal Schuhkartons gemacht und so Sachen. Ja, richtig. Das war das Erste, was ich ganze Zeit. War zwar nicht meine Lehrzeit, aber scheißegal, das war das Erste, was ich geregelt habe, ist, wenn ich komme, dann gehe ich einmal in der Stunde zum Rauchen und das tue ich einfach. Ist mir scheißegal. Ja, das geht aber nicht, das ist mir scheißegal, dann gehe ich ja nicht runter. Ja gut, hat dann schon hingehauen. Alle anderen waren saulästig, dass ich da jetzt mit rausstehe und umeinander rauche. Ich halt. Müsste anders verhandeln. Wir haben mal heimlich geraucht dann. Aber das weiß ja keiner bis heute. Nein, das wir haben in der Werkstatt rauchen dürfen. Was heißt dürfen? Wir haben uns halt einfach da, jeder 15 und steht da mit der Zigaretten. Ich weiß, aber das ist eigentlich schon geil, wenn du da jedes Mal denkst, ja, also als Raucher, nein, wenn ich jetzt ein bisschen Deo aufsprühe, das riecht man nicht. Nein, okay, und dann, vor allem mit Leuten, die nicht rauchen. Ja. Du brauchst nicht mehr was sagen, du gehst bloß rein, alles stinkt nach Rauch. Du musst noch gar nicht geraucht haben, der ganze Gewand stinkt nach Rauch, alles stinkt nach Rauch. Ekelhaft. Richtig wieder. Und bei uns war es so, wir sind immer auf Baustellen gefahren und es hat da einfach keinen interessiert. Du sitzt in dem Bus drin, zu 6 stinkt jeder, weil wir haben dann so richtige Assis gehabt auf dem Bau, also so richtige Assis teilweise. Die haben Körpergeruch gehabt. Das ist wirklich, wir haben Leute gehabt, die haben gestunken, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann sind wir auf Baustelle gefahren und dann sitzen wir schon die ganze Zeit drin so, was riecht denn da so, was stinkt denn da so, das gibt's ja nicht. Und dann ist uns aufgefallen, dass vorne eine Kappe liegt vor einem Kollegen und durch die Lüftung hat es den Gestank von der Kappe weil unterm Fahren das Ding aus dem Fenster rausgeschmissen. Halt, stopp! Haben wir einen Sponsor heute? Natürlich haben wir. Nein, haben wir nicht! Wir haben ja nie einen Sponsor. Mann. Hier könnte ihre Werbung stehen, wenn es kein Knicker der Hurenweiz. Dann sollte man gleich wieder da. Oder? Unmoralische Angebote. Was hätte man gerne als Sponsor?
Eis.de. Durex. Parship. Tja, da sind wir schon wieder. Spitzebratzen. Haben wir immer noch keinen Ja. Sponsor nicht. Nein, jetzt haben wir immer noch keinen Spaß. Kurz War wir stehen bei irgendeinem abgefahrten Scheißdreckskappe, das auf der Lüftung drauf. Ja, genau. Aber jetzt mal ganz Weil ehrlich, das Asi bei uns, der so gestunken hat. wenn ich jetzt auf der Baustelle arbeiten darf, darfst du vor der Arbeit duschen, wenn es jetzt stinkst? Na, aber am Tag davor. Nö. Auf die Nacht, wenn ich von der Arbeit heimkomme, Ja, dann das- dusche ich. ja, wieder. dann schon. Normalerweise schon. Und der besagte Kollege, der ist halt einmal, wenn man mir, sagen wir mal, zwischen 5 und 6 kommst du heim, am fast heim, duscht die und dann bist du dann irgendwo hingefahren, hast irgendwas gemacht, dann sagst du um 8 Uhr auf die Nacht mit seinem Hund Gassi geh, immer nur in die Arbeitsklamotten. Ja, man hat sich nicht wundern müssen, warum der stinkt wie ein Iltis. Also wenn du wirklich körperlich arbeitest und dann auf die Nacht nicht, das ist... Ja, und mit Schmieren und Fett und alles im Metallbau, du hast ja sämtliche Letten an dir dran. Und dann hockst du, wie gesagt, du siehst im Auto, die Leute schwitzeln und stingern, geraucht wird, das Fenster wird nicht runterlassen. Ja. Also da gehst du noch raus und bist gesund für das restliche Leben. Wirst nicht krank. Nein, Nein, das stimmt. das ist grausam gewesen. Außer erst wirst du 2 Wochen krank, dann wirst du 2 Wochen... Nein, zuerst warst du 2 Wochen Ja, krank, dann warst du 2 ja. Wochen krank und ich war jetzt 1,5 Wochen krank. Mittlerweile bin ich halt ein Büroler jetzt. Das ist alles ein wenig Ich war aber anders. auch schon lange nicht mehr draußen, sag ich auch ganz ehrlich. Jetzt war Draußen. 2 Jahre Corona, da war ich... Weil ich geh ins scheiß Weinfest zu Corona rein. Denk mir, fick dich, ich geh nirgendwo mehr hin. Denk mir, jetzt gehst du noch einmal in den scheiß Christkilmer. Kommst du heim wieder krank? Leck mich, du Huren. Vielleicht sollst du Corona einfach mal in your öfter face. rausgehen. Ich mag nicht rausgehen. Freilich magst du das. Rausgehen ist was für Kackfrisuren. Aber echt, was mich tausend. Was mich in tausend. Ja, da haben wir so eine Leute, die Habt ihr Hassleute. so die Lehrlingsverarschen mit am Start gehabt? Oh, Oder Satz stimmt, ist die Frage verarscht hätte ich worden? mir sogar auch überlegt, ja. Na? Das typische WLAN-Kabel und der Siemens Lufthaken. Oh ja, Siemens Lufthaken. Und ich habe einen Lehrling geschickt um einen Siemens Lufthaken. Und der ist wirklich gegangen. Ein Logo. Ist aussehen, ins Lager, sucht, kommt nach einer halben Stunde wieder und hat einfach irgendein Drum in der Hand. Ist das der Siemens Lufthaken? Dann sage ich so, na du Trottel, das ist so ein brauner Hagel, schau noch mal, geht raus, wieder eine halbe Stunde. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt ist er schon eine Stunde fort insgesamt, da bin ich raus und sage, du, ich hab die verarscht, den gibt's gar nicht, das ist ein Lehrling verarsche. Also, lustig. 2 Monate drauf, ich zu dem gleichen Lehrling, gehen wir schnell aus und holen wir einen Siemens Lufthaken. Er geht aus, eine halbe Stunde, kommt wieder mit dem gleichen Drum, ist das der? Dann sag ich, voll Idiot, nach 2 Monaten hast du das gleiche Drum gebracht und hast den Ich frage mich, wer da wen getrollt hat. Wahrscheinlich war er draußen und hat einfach geraucht oder was weiß ich was da. Nein, der nicht. Also ich der Hast voll du aber dafür nicht- geschickt und auch. Hast Der du aber nicht. nicht einmal so was krass beim Aldi gegeben oder beim Lidl? War das nicht damals, 3-4 Jahre ist es her, das war sogar in den Nachrichten. Dass sie leider einen Stuhl bunden haben und mit so Plastikfolie und sowas oder an Laternen bunden haben. Dann haben sie es da Druck lassen und was weiß ich. Also so richtig war die Sache. Wer kommst du denn jetzt da drauf? Also die Lehrling. Ja, ja. Ach so, ne, Ja, das das ist meine ich. Doch? Ja, das ist sogar die Nachrichten nicht gekommen, dass das so richtig krass war. Das ist aber, ganz ehrlich, du bist der einzige Azubi, den ich je... Spaß! Traust du nicht, traust du nicht. Für unsere Hörer... Traust du nicht, traust du nicht, traust du nicht, traust du nicht, Der Nein, Flo das ist kann ich dann nicht voll- ein Biertal auch antäuscht, aber er traut sich nicht. Da vorne, da ist schon Lächerlich. nicht hintergeschoben. Aber ich Ah, der Klassiker. Entschuldigung, Jasmin. Feigling. Jazzman. Scheiße, was wird jetzt verzeihen? Irgendwas wird Ja. ich verzeihen. Tja, ich war der Du bist einzige der Azubi. einzige Azubi Der in meiner einzigste. gesamten... Der einzigste. Bitte gescheit sagen. Ja. Ja. Okay. Immer reden wir geistig behindert. Ja, der wo? Der einzigste, der wo? Man ja vorher Down-Syndrom war. Ja, egal. Schwellenstadium. Officer Down! Meine Freundin darf ruhig auch eine Ziege sein. Der einzige Azubi in meiner gesamten beruflichen Laufbahn, jetzt arbeite ich fast seit 20 Jahren, der nicht, ja, noch eine, zwei gibt es in meiner gesamten beruflichen Laufbahn, die nicht völlig useless waren. Also halt völlig. Und da waren ein paar waren richtig krass dabei. Also natürlich nennen wir keine Namen und auch keine Firmen und so weiter, mit Geld klauen und so weiter. Ja, richtig krass. Also da bringt man zum Beispiel, du hast auch gesagt, du gehst zur Bank und so weiter und da hast du ja was dabei gehabt zum Ei oder auszahlen oder sonst irgendwas. Ja, ja. Und das nehmen halt gewisse Leute, nehmen das da mit und nehmen sie halt aus und zahlen sie ein und meinen, das gespannt keiner. Ja, Lauter so einen krassen Scheißdreck, Ich aber man find denkt, schon aber geil. was ist denn mit den Leuten los? Deswegen meine ich immer, warum hab ich ihn in meiner Lehrzeit zusammengerissen? Ich Ja. hab nie irgendwas da. Ich meine, wir haben uns schon auch aufgeführt. Mein alter Chef war so ein Esoterik-Typ. Deswegen habe ich so einen Hardcore-Hass auf diese Scheiße, das ganz aus ist. Und irgendwann mache ich so Internetseiten für irgendeinen Esoterik-Spacko, der Wünschelrouten geht. Da bist du da und was ist das wieder? Und irgendwann, da hat es offensichtlich wieder mal keine Bezahlung gegeben, sondern eine Vereinteilwirtschaft. Und auf einmal ist jetzt so im Büro drin, machst du deine Arbeit so.
Und irgendwann steigt durch dieses Büro dieser Trottel mit seiner Wünschelruten. Da höre ich flipp gleich komplett aus. Ich rauscht aus mit der Scheiße. Und dann legt er überall so Kupferstäbel umeinander. Ja, Kupferstäbel, da hin und ja, und da ist irgendwas. Ich bin da. Ja, Wasserleitung. Der hat alle nicht ganz sauber. Das Gebäude aber 20 cm weiter und der absolute Beweis, dass er einen Scheißdreck bringt. So, jetzt kommt's raus, 20 Jahre später, die habe ich erzählen. Wir haben, glaube ich, 3 Jahre lang jeden Tag die scheiß Kupferstäbel von A nach B drum, von da nach hinten drum, da irgendwo weg da oder sonst irgendwas. Keine Sau ist irgendwas aufgefallen. Das ist so eine dämliche Scheiße. Das ist unfassbar. Du musst ja nur dran glauben. Das ist eine Glaubenssache. Aber wir haben das auch gehabt bei uns im Brotzeitraum, ja, Werkstatt und alles, und da haben wir Mais drinnen gehabt. Mauskacke auf dem Brotzeittisch und so, richtig asozial halt. Mein Meister wollte die Maus, dass es da Schluck oder Mausefalle aufgestellt mit einem Stückel Käse reingelegt. Und ich, als alter Tierfreund, war gedacht, ach, das kannst du nicht machen, gell? Ich habe mir das Käsestückel ausgesucht und habe die Mausfalle ausgelöst. Und das ist über so Wochen ist das da hingegangen und dann immer so hören wieder voll schreien im Brotzeitraum, dann denken wir so, weil es war voll der Choleriker, mein Meister, dann gehe ich ein so was los, die Drecksmaus, das gibt's doch nicht, seit Wochen frisst die Käsestücke halt aus und wird nicht erschlungen, wie macht die das? Der ist voll ausgerastet und ich wieder so, das gibt's nicht, die werden immer gescheiter, die Viecher, das ist ein Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn. Die werden immer gescheiter, die Jeden Tag ist er wieder aus, da die Volldicken. Wir haben mal mitten im Büro drin gegrillt. Geil. Aber halt nicht draußen, sondern wir haben uns gedacht, so, da stehen wir jetzt einfach da oben in die Küche, das passt schon. Leck. War halt der Chef eine Woche lang, was weiß ich, war halt irgendwo unterwegs, aber irgendwelche Messen und so weiter, und wir haben uns dazu entschieden, im Büro drin zu grillen. Weißt du auch noch, wo wir auf der Messe waren? Das Geile war, er ist Vegetarier und wir haben halt da drin, was weiß ich, die fetten Steaks aufgebraten. Steaks bitte, weißt du noch, wo wir auf der Messe waren? Wir waren mal auf Messe. Ja, mit dem Chef. Ja. Zu dritt? Ja. Da habe ich noch Fotos. Ehrlich? Ja, da habe ich noch Fotos. Da war noch jung und dünn, der Florian. Das sollte man mal einspielen in der Folge. Ich habe noch ein richtig cooles Foto von uns, da wo wir das 1080-Schäkel kriegen. Da wo du die... Ja, das weiß ich auch noch, das Beitel. Das war doch sogar ein Profilbeitel für das 1080, kann das sein? Nein. Ich hoffe nicht. Oder ja, vielleicht ganz am Anfang, das haben wir mit Sicherheit gepostet. Ich weiß von Faisen. Ich weiß das noch von Faisen. Also war das ein sehr cooler Wochenendtrip. Weißt du, wo wir Freitag drauf nach Tag sitzen in einem Restaurant, wo wir uns jeder Ort 2 Weißbier genehmigt haben. Den ganzen nächsten Tag bin ich nur auf Scheiß ausgerannt und habe geschissen. Und das war so gut, da wo wir wirklich dann einfach nur am nächsten Tag hingegangen haben, die ganzen Verkäufer, und dann wir so, ja, was habt ihr Neues? Und ja, war mal eigentlich nur so voll, mein und dann Freund. Ist wirklich unser Chef ist da hingegangen und er sagt, hey, sorry, hast du 3 Sodbrenntabletten dabei? Und er, ja klar, die haben sie genauso weggestrahlt. Du hast ja da am Schluss in den Bars, hast du als Vertreter dann da drin gesehen und die haben ja gesoffen wie die Behinderten. Immer, Messen ist Wahnsinn. Komplett, also in der Messe geht's nur ab. Wir Lehrgänge, habt ihr das Lehrgänge gehabt? Ja, ich war ja auf dem College. Da habe ich nie seit 20 Jahren nicht mehr drüber nachgedacht. Ich habe mir so einen geilen Ich hasse telefonieren. Ich hasse mit fremden Leuten zum Telefonieren, anzurufen. Und da bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige. Wer in der Community hasst das noch? Fremde Leute anrufen, wenn man von denen was will. Ich hasse das einfach, ich mag das nicht. Und dann bin ich, das hat er gemerkt, der Herr Chef, und dann hat er mich auf einen Telefonlehrgang geschickt. Und Telefonlehrgang? Ja, du musst immer grinsen und da schaut's, weil das gegenüber das Herd ist. Halt die Fresse, du Mongo. Den Scheißdreck. Also, wenn man grinst am Telefon, dann klingt man fröhlicher. So ein Scheißdreck. Und man sagt nicht, darf ich sie verbinden und so, weil ja, mir tut nichts weh. Aber halt die Fresse, du Mongo. Diese Vollidioten-Scheiße. Ja, ganz super witzig. Also, wir Hohenverdreher. 1979 möchte ich einen Witz den werde ich aber bringen. Der will sie verbinden. Dann ich bin verletzt. Den werde ich bringen am Telefon. Er drosselt ihm mit dem Telefonkabel. Ich werd berichten. Ist mir scheißegal. Na? Doch? Na? Ja, mit WLAN-Kabel. Wir haben einen Lehrgang gehabt, also als Metallbauer hast du deine schwarze Lehrgänge und den ganzen Bullshit. Oh, leck mich am Arsch. Der erste Lehrgang, das war eine Alkoholorgie sondergleichen. Wir haben keinen Tag über 4 Stunden geschlafen und keinen Tag unter 8,5 gehabt. Da ist zugegangen, weil dann hat uns einer aus der Berufsschule besucht, der mit uns in der Klasse war, aber nicht im Lehrgang. Der hat dann vom Fenster oben, wir waren im 3. Stock, und hat er runtergespült über die Wind, dass da so eine rote Kotzel-Ding da war, das hat er dann auch noch sauber gezahlt dürfen. Köstlich. 100 Euro gezahlt. Den einen wollten sie ausschmeißen aus dem Wohnheim, weil er nämlich auf dem Klo beim Kacken war. Und dann ist der Aufseher durchgegangen und sagt so, du musst jetzt verschwinden. Der hat so komisch geredet und sagt das, warum? Du hast gekotzt. Dann sagt er, ich hab geschissen. Nein, du hast gekotzt, ich hab deine Schuhe gesehen. Dann sag ich, ja, aber ich hab trotzdem geschissen.
geschissen. Dann hat er sich rechtfertigen müssen, ob er jetzt gekotzt oder geschissen hat. Oder sie auf die Schuhe geschissen. Nein, gar nichts, er ist einfach nur drin gesessen. Und dann hab ich gesagt, was ist denn eigentlich mit dir? Warum gehst du ins Klo rein und schaust unten rein, was die Leute machen? Was ist verkehrt mit dir? Alter, der ist zugegangen, es war nicht mehr feierlich. Und dann haben wir die ganze Zeit Bierscherz natürlich ohne Ende. Und da waren welche aus einer anderen Berufsschule drin. Und dann ist alles so geil, wie die ganze Geschissen voll gelockt. Und dann waren die so geil vorbeigelaufen. Mann, darfst du scherzen? Also, ihr habt gehört, wo der herkommt. Geile Typen. Wir haben ja damals auch, wir haben aus dem College, haben sie das genannt, zweimal im Jahr, jeweils eine Woche, und da war ich mit die anderen zwei Azubinen. Und ich habe mich halt mit den Leuten da schon gut verstanden, und die zwei waren halt so ein bisschen, ja. Habt's voll. Die waren Ja, die waren halt so, ja, genau. Und ich habe halt so mit Waren sie scharf? Na, Deswegen waren es schwierig, oder? die waren ziemlich schwer. Das ist so oberflächlich. Auf jeden Fall. Na, aber so die oberflächlich. Ja, Hammer. Auf jeden Fall haben wir dann mit eine Zipfit. Na, bist du behindert? Beide. Bist du behindert? Beide gleichzeitig. Never fuck the company. Außer? Außer? Nein. Jasmin, wo? Du hast sie mit drin. Die fühlt sich sicher schon. Nein, da waren halt so Leute wie der Göttel, und das waren halt die coolen, ne? Hast du Gürtel gefegelt? Nicht nur einmal! Traust du nicht? Aber das darf man nicht sagen. Traust du nicht? Das darf man nicht sagen. Göttel! Fick! Na, aber Ich habe meinen Kollegen gefegelt. Das war der Göttel. natürlich. Der Onkel Werner war es in der Arbeit nicht Nein, mehr. wir haben halt mit die coolen Schmerz. dabei. Also, kennst du das? Es gibt immer, wenn du da auf irgendwelche Seminare fährst, es bilden sich generell schon mal so 2, 3, 4 Gruppen. Es geht so schnell. Die coolen, also die, wo du gleich denkst, so irgendwie so, das passt so. Dann gibt es möchte ich auch dabei halt so sein. den Nerds, und dann gibt es noch so diese Goth-Typen, die so, ich will keinen Kontakt, ja, lass mich in Ruhe. Die stehen dann trotzdem beieinander. Das ist auch witzig eigentlich. Und ich war halt dann immer bei denen dabei, und wir haben halt dann auf die Nacht unten gesessen und haben halt dann noch 1, 2, 3 Bier getrunken. Und in der Früh haben wir da ein Arschloch. Haben wir da einen Dozenten gehabt. Göttelsens. Am Göttel der Arschloch, das haben wir gesehen. Oft. Es war nie schön, aber wir haben es trotzdem oft gesehen. Und es ist wie ein Unfall, da musst du einfach hinschauen. Hat so Horix Rangel gehabt. Nein, das war gebleached. Gebleached. Boah, geil, Leute. Na, auf jeden Fall, wir haben in der Früh haben wir immer Crackle da. mit dem Herrn Löw haben wir. Der Löw hat der geheißen, ja. War das guter einer Mo. von den Trainer da dort? Dozenten, oder? ja. Dozenten. Den kennst du auch, oder? Ah, die Schulungen bei uns gemacht. Mit Sicherheit kenne ich den, ja, aber ist mir scheißegal. Auf jeden Fall. Oh, wie Florian. Na, haben wir mit dem da gestanden, und der wollte immer mit uns um 8 Uhr in der Früh oder um 7 Uhr zum Laufen gehen, vor die ganzen Schulungen, weil dann konntest du das besser aufnehmen. Ja. Einen Tag bin ich ganz am Schluss gelaufen. Das Krankenhaus kann mich dann aufnehmen, Nein. wenn man das um 7 Uhr Und da habe ich so Spein müssen. Boah, da haben wir geglaubt, hat zum Glück nie einer mitgekriegt, aber boah, da ist mir so schlecht gegangen nach dem Bier. Weil du sagst, wir sind jetzt alt gewesen für Onkel Werner Witze, nein, waren wir nicht. Also, der Onkel Werner war nämlich, glaube ich mal, ein Lehrer im Lehrgang bei uns. Der war, was weiß ich, auf die 60 oder so ist, oder über 60. Und der ist immer so da gestanden, hat er da was gezeigt, müssen Leute rum stehen, und der hat immer unter dem Arbeiten gesagt, ja, müsst ihr ihm da dann den Schrauf rein, dann hat er mit den Händen so hintergelangt und hat am Zipfel gehauen. Einfach so. Und ich jetzt so da so, was soll denn das wieder? Sagt so, nee, aufpass, gell, um mir und dann den nächsten. Was soll das, Onkel Werner? hinterm Schwanz, was ist mit den Leider los? Geil! Was ich nicht verstehe, ist, warum sagt denn da über keiner was? Ist ja offensichtlich, der greit einen Typen nach dem anderen am Schwanz, warum sagt denn da keiner was? Was möchtest du da sagen? Das ist eigentlich Der Autorität. Kruzifix, du pädophiler Wichser, verpiss dich! Wir waren mal schon 60. Da ist mir doch größer dem Haut noch aufs Maul! Hör mal! Ja, was soll denn das? Und dann ist er einmal zu mir hergekommen, geht mir so gegen, und dann werden wir so einen Nippel zwingen, und ich so, hopp! Und er so, du musst aber aufpassen, gell, weil mittlerweile haben wir auch Mädels, die den Beruf lernen, nicht, dass ich da Anzeige kriege. Ich wollte gerade sagen, ich muss aufpassen, weil mittlerweile habe ich schon 2 Anzeigen gekriegt. Ich sag dann so, ja, die wollen ja Gleichberechtigung. Und dann er so, eigentlich hast du recht, geh, sollte er jetzt aber am Anlass da hingreien. Ja, das soll jetzt tun. Glaubst du nicht? Das ist so unangenehm. Onkel Werner, Die hier sind halt so auf. Autoritätspersonen, und da meinst du halt, das ist vielleicht, was heißt Das ist normal, lustig, wahrscheinlich nicht, aber ja. Das war unser Vorbild, wir haben dann noch Wir haben ja auch Lehrer. Ja, da wissen wir, wie alt ist man da? 15, 16 waren wir da. Ja, ich 17. habe ein Jahr später irgendwas zwischen 15 und 20 machst du eine Lehre. Ja. Was weißt du denn schon mit 15 oder 20, sag? Wenn Eben. das irgendjemand... Wenn du der Lehrer Zwischen 15 und 20 warst du eigentlich nur so die Top 10 der Pornostars. Das weißt du natürlich schon, aber du Brown. weißt halt, du weißt, wie reagierst du denn da? Ich hab Fett auf dem Scheiß aus danach, weil ich Ich gelb hab war. meistens erigiert. Ja. Ich hab mir Auf dem Klo so gewichst, das ist irre gewesen. Klassiker. Das war Claudia richtig. Klinken ins Maul geschoben. Boah, kennst du das noch, wenn du in den Stuhl geguckt hast und so einen Ständer gekriegt hast? Einfach so aus dem Nichts raus. Oh, das war jedes Mal, Ich hab's schon in den Grund gehabt, aber es war nicht aus nichts.
Dann haben wir das ist schon viel Lehrer gehabt. Ich hab keine Weiber in der Glas gehabt, ich hab nur Typen drin gehabt. Das ist wirklich schwach. Das ist echt traurig. Ja, Metallbauer, hallo, das war ein richtig männlicher Beruf, das war männlich, das waren nur Männer. Jetzt war mittlerweile wir haben aber auch nicht viele Mädels gehabt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Recht viele Mädels haben wir mich nicht gehabt, als Mediengestalter. Ja, du ein paar schon, aber nicht viel. Bei uns hat dann, glaub's irgendwie, weil ich bin ab und zu dann noch in meine alte Firma eingefahren, hab meinen ehemaligen Meister besucht auf den Ratsch und dann hat er, glaube ich, erst 4 Jahre das erste Mädel da drin und ich glaube, bis dahin das einzige Mädel drin zum Lernen angefangen. Ich darf ja kein Mädel raten, ein Metallbauer zum Lernen in so einem kleinen Drecksverein, weil du sowieso gerade hergeschunden wirst. Aber da habe ich mir nämlich auch gedacht, weil du vorher gesagt hast, dass die Leute ja alle uselesser werden. Da war einer drin, mein Meister sagt irgendwas zu ihm und er sagt so, halt das scheiß Maul. Und mein Meister dann so, Beidel den Kopf und geht und sagt, was soll das? Mir jetzt damals das Wasserwagen das Kreuz umgehauen. Ich hab Schläge gekriegt dafür, dass ich jetzt langsam gegangen bin. Ich bin vorbeigegangen und gesagt, geh schneller! Und haut mir das Wasserwagen. Weil er wahrscheinlich gewisses Potenzial gesehen hat, aber wenn einer schon sagt, halt dein Maul, er hat dann nur angeschaut und gesagt so, dir gebe ich nur 4 Wochen, dann bist du Der hat nur den Kopfbeil hat mir angeschaut und gesagt, ja, das hat so einen Grund gehabt, warum ich bei dir noch was gesagt habe und bei denen nicht mehr. Na, aber es ist ja wirklich so. Also du sagst ja mittlerweile ganz oft, also ich sagst ja mittlerweile an die Firmen, so diese ganzen Praktikanten und sonst was. Ja. Also die werden ja erstens immer frecher, die meinen zweitens wer es haben und drittens haben die keinen Anstand mehr. Das ist ja die schlimmste, was ganz früh in der Jugend, finde ich, haben. Wenn ich mit 15, 16, 17 irgendwen angeredet habe, der wo 15, 15, 20 Jahre älter war, dann habe ich den angeschaut, wie es mit Back, alles was du sagst, ist top. Ja. Und heutzutage gehen die her, ja, eigentlich habe ich keinen Bock. Ja. Wo du denkst, hallo? Du darfst froh sein, dass du überhaupt irgendwas machen darfst, oder da bist oder sonst was. Ich muss wirklich nachdenken, da war einer, ich wüsste gar nicht, wer die Lehre jemals nochmal fertig gemacht hat, außer im Orne. Und da wollen wir nicht denken, Leute, ohne Scheiß, das kannst du nicht bringen. Man, natürlich, ihr habt's jung, ihr habt's junge Männer, wenn man so will, ja, halbstarke. Natürlich seid ihr beim Saufen, ich war auch beim Saufen. Aber ich war halt am Donnerstag im Blasen, bis um 4 in der Früh und hab mich mit dem Tequila nach Timbuktu geschossen und am nächsten Tag war ich halt trotzdem in der Arbeit, war nicht gut beieinander, aber es ist schon gegangen. Ja. Ich hab halt dann 3-4 Mal ins Klo geschissen, vielleicht auch einmal gespimmt und hab mich wieder hingeguckt. Ich war vielleicht nicht super effizient bei meiner Arbeit, vielleicht auch 0, aber ich war da und ich hab's probiert. Ja. Und nicht schon am Tag vorher angerufen, ja, mir geht's so schlecht und was weiß ich. Das wird da zwar auch nicht gedankt, das muss man auch mal sagen. Aber Anwesenheit ist das A und O. Richtig. Es ist scheißegal, wie effizient du bist. Anwesenheit ist das Wichtigste. Ja, das ist plus Wille zeigen. Da habe ich auch noch mal eine Geschichte bei meinem ehemaligen Ausbilder. Da war auch wieder Kirche zufällig. Gibt's ja nicht. Ständig ist die Kirche bei dir. Die Kirche und Volksfest. Ja, und das war wirklich, glaube ich, der erste oder einzige Kirche, da wo es geschnitten hat. Tatsächlich. Ja. Und da bin ich aber gefahren und da war so viel Schnee dann auf meinem Auto drauf und ich habe am Tag davor so richtig gebechert gehabt. Und vorher den Arbeit in der Früh, deshalb Kreisverkehr, wo ich aufgefahren, steht Polizei und ich denke mir nur so, halt dein Maul, es ist Freitag in der Früh, die werden mich oder Dienstag in der Früh, die werden mich nicht aufhalten, keine Ahnung. Dann winkt der mich raus rechts. Dann war ich war nur so besoffen, dass ich halt nicht rechts auf den, dann wärst du auch nur nervös, dann fährst du halt nicht rechts raus, da wo die Polizei steht, weil es war halt dann nur so ein kleiner Spalt, was zwar durchgekommen, aber da bin ich halt links rum über diesen Ding gefahren, also da, wo die anderen Leute eigentlich entgegenkämen. Bin dann da rausgefahren und dann habe ich mir nur gedacht, scheiße, hoffentlich machen die jetzt keinen Alkoholtest nicht, gell? Dann die so, sie haben ihr Auto nicht gescheit abgeputzt. So vom Schnell, vom Eis. Machen Sie es bitte noch. Dann habe ich mir gedacht, boah, leck, zum Glück. Dann bin ich wieder in die Arbeit gefahren. Mit einer hinterm Spiegel eingehalten. Also das war das eine. Und dann war ich in der Arbeit und da hat er, mein ehemaliger Chef hat dann immer so Schulungen mit uns gemacht und dann hat er immer so Produkte, da hätte ich einmal Produkt verkaufen müssen. Oh Gott, sowas habe ich auch nicht. Dann waren die Schuhe und dann wollte er unbedingt eine bestimmte Größe und das ist ja nach Größen und dann wollte er die ganz unten und dann habe ich mich nach vorn gebeugt und dann kennst du das, wenn du das im Mund spürst? wenn du aus deine Säufer-Dinger schon Scheiß auserlaubt und du so, Wollek, jetzt bin ich nicht Wollek. Und dann musste ich da noch nach vorn bucken, also das war wirklich, es war so kurz knapp, ich habe schon den Karton halbert aufgegessen und oh Gott, die Größe haben wir jetzt nicht mehr. Das hat sich sehr eingeprägt, ja. Ah ja, die Sauferei. Erst mal in den 180-Euro-Schuhe eingespielt. Am Donnerstag fortgehen und am Freitag arbeiten, das war die Hölle. Das war echt die Hölle. Das ist damals easy gegangen. Also easy auch nicht, aber es ist gegangen und es war sau lustig. Du stehst auf der Baustelle, ich arme am Donnerstag wie ein asozialer Gesuffer und dann habe ich kopfüber auf einer Leiter mitten in einem Raum habe ich Zeug ausfahren müssen. Und das waren halt so 2 cm Spalten. Also, wo sind schon nicht große Spalten, finde ich. Ja, aber hallo hier. Also. Nicht so, wo es normal ein Funk du jetzt sondern du stehst da. Oh, ich bin auf der Leiter umgestanden, ich hab zittert. Ich bin da oben oh, leck mich am Arsch. Und das war Freitag, war Gott sei Dank immer nur ein halber Tag. Das war die Hölle. Also das war einer meiner schlimmsten Tage auf der Leiter und mit den Füßen zittert, die so gewackelt, ich Höhenangst.
Ja. Das war, also das, lieber lass ich mich krank schreiben. Ich habe schon wieder Bauchweh. Ja, Aber es ist nicht sogar offizieller Grund, dass du, wenn du jetzt zum Arzt gehst und sagst, du hast Gesuffer und bist das sagt doch keiner. Ja, natürlich sagt das keiner, aber es ist ja eigentlich offizieller Grund. Das kannst du nicht machen. Die Frage ist eigentlich, warum nicht? Weil du selber verantwortlich Steht bist. auf der Krankenmeldung drauf, was man hat? Nein. Dann sagst du, Bauch. Früher sind so komische Kürzel drauf. Also irgendwas ist früher da drauf gestanden, dann haben sie es umgeändert in Kürzel. Und Aber durch die Kürzel hat man rausfinden können, wegen was er die krank schreiben Nein, in lässt. welche Richtung, aber jetzt nur- nicht mehr. Na, ja, du kriegst es eigentlich nicht mehr mit. Eigentlich kannst du so hingehen und sagen, boah, leck, du, ich hab gestern Gesuffer, heute hab ich geschwimmt. Alles klar. Die ganze Woche. Arbeiten Sie Samstag? Ja, soweit war mein Doktor. Aber bei dem war ich halt schon seit keine Ahnung wann nicht mehr. Der ist wirklich, wenn ich am Mittwoch gekommen bin, in der Schulzeit halt, auch Testpflicht und bla, haben wir schon geschmerzt. Da bin ich wirklich reingegangen und gesagt, ja, mir geht's jetzt so gut, ja, wie lang? Genau. 4 Ja, Wochen bis zum wegen meinem Wochenende. Ja, wenn es am Samstag nicht besser wird, wenn es am Montag nicht besser wird, dann sehen wir uns wieder. Ja, Ich kriegst du sag, nicht. ja, da komm ich Genau. Da komme ich nochmal. Jetzt mach keine Witze, Zähneglas schneiden ist ekelhaft. Ja, ich weiß. Das tut Ich bin auch regelmäßig beim Podologen, Das aber tut nur echt weil ich gut. mag. Da hätte ich mir lieber einen Hacksack. Die spritzen in den Zeher ein zur Betäubung. Das ist ein Aber- Bruchteil von der Sekunde. Stopp, wir müssen uns jetzt darüber unterhalten, ich kenne mich da aus. Aber nein, wenn du zum Podologen gehst, da fällt ja nichts. Ich bin ins Krankenhaus gekommen. Also sie haben mich ins Krankenhaus geschickt und haben gesagt, da kriegst du Spritzen rein, dann haben sie mich aufgeschnitten. Jetzt schwach aber so. Aber es gibt mittlerweile Podologen, und die sind ja wirklich so Fußärzte. Ja. Und da tut da auch nichts weh. Also ich zum Beispiel gehe da so Fußpflege. Ja, aber der wächst ja dann immer wieder ein, oder? Du Bei gehst dir. zur Fußpflege? Der kann ja immer wieder einwachsen. Alle über einen Monat einmal. Aber bei mir, wenn sie es ausgeschnitten, die haben es nicht ausgeschnitten, es wird direkt weggeschnitten, dass es nie wieder einwachsen kann. Ja, da hab ich auch einen Kumpel gehabt. Und da Ja, habe ich genau. so eine Horrorgeschichte, deswegen gehe ich auch zum Podologen. Ich nehm's Weil nächstes Mal das ich Beutel so mit, viel das Angst habe. Nein, fotografiert. ich habe selber einen Kumpel, der das gehabt hat. Boah, das war so Ja, mein schön Horror. Magst nix sein. Schön ist das nicht. Ja, dann nicht mehr. Definitiv. Ja, naja, jetzt haben wir Aber von der der- Ausbildungszeit zur eingewachsenen Zehennagel. Zum Zehennagel. Das war während meiner Podologen? Ausbildung. Ja. Zweimal. Wie viel kriegt man jetzt eigentlich fürs Wichsen genau? Zwischen 50 und 70 Euro, glaube ich. Ich glaube, das kann sogar mehr sein jetzt mit Corona-Prämie. Hat irgendjemand, ja, der Mama hat eine Energiepauschalprämie gekriegt. Aber Corona-Prämie ist Ja, gar 300 nicht Euro. 300 Euro. 400 haben wir mir gekriegt. Aber wisst ihr, dass es bei Senioren, die wo arbeiten, also so Leute, die in Rente haben und nebenbei nur arbeiten, dass es doppelt ausgezahlt worden ist? Geil, Leute. Ja, und der Staat so, oh, war unser Fehler. Hoppala! Ja, kriegt das halt doppelt. Ja, lass dir einmal einen Fehler zugunsten der Leute. Sonst sind sie immer Fehler zu Die Ungunsten. sollen was arbeiten. Aber echt, die faulen Leute. Wir sind mal jetzt sehr weihnachtlich angezogen im Übrigen, für das, dass heute eigentlich noch gar nicht Weihnachten ist. 4. Advent. Du hast ja, ich weiß nicht, du wie hast schaut's wieder aus? angetäuscht mit dem Pulli und dann hast du ihn Echt, ausgezogen. Aber ich hab ihn auch gehabt. Hast du Weihnachten, Da seht oder? ihr es. Ist schon wieder voll. Hast du Weihnachten? Ich hasse Weihnachten. Da kommen wir beim nächsten Mal dazu. Haben wir sonst einen Habt ihr so Schwank aus der Zwiebelzeit? Habt ihr so einen richtigen geilen Vollidioten als Lehrling gehabt, der jetzt die komplette Lehrzeit abgekriegt hat für euch? Ich hab mit den Lehrlingen direkt nie was zum Tag gehabt, weil ich hab nie selber einen gehabt, ich wollte auch nie einen. Da ist oft drüber diskutiert worden, so, naja, machst du nicht so viel zur Unterstützung. Ich sage, Alter, wenn ich den Sauhaufen da draußen anschaue, harmlos ab, Alter. Ich hab keine Zeit, dass ich mich um die Scheiße kümmert. Ja, wir haben einen gehabt, der war, er war so geil, er war halt nicht er war halt einfach brutal. Gut, Er war halt- brutal. er hat Nein, die einfach- Story kann ich. Er hat einfach gemeint, er ist geiler als alle anderen und er hat halt einfach nicht viel können und der hat's abgekriegt, die komplette Lehrzeit für uns. Also das war echt nicht, dass wir teilweise einen Brief von der Chefin bei uns in die Lohnabrechnungen drin gehabt haben, weil dann, der hat so fette Oberschenkel gehabt und dann sind wir mit Hosen gerissen, wir haben sie komplett dann nur aufgerissen und dann haben wir ihn ständig aufgeschickt, weil der hat halt jede Lehrling verarscht, die du kennst, ob Heuerbackerl Haumi Blau, Holzbackerl Oh Ibidum, Gott. Ausgleichsgewichte für das Wasser, diese ganze Scheiße, jedes einzelne drum. Ausgleichgewichte für die Wasserwoche. Ja, der Satz Das ist ein sicherer so stark, Baustelle, so richtig, dieser ganze scheiß Bauern-Bullshit um alles, sie haben ihn aufgeschickt und es war so ein kleines Lager, wo unsere Chefin betreut haben müssen und die war so dämlich, die hat das auch nicht kapiert. Und dann sind er der Idiot und die Chefin im Büro drinnen gestanden und haben das Zeug gesucht. Dann ist er wieder gekommen, hat mir was anderes gebracht, hat gesagt, die Chefin hat gesagt, das muss auch gehen. Dann sag ich, ja, wenn die Chefin das sagt, dann wird das schon gehen, gell? Bis mich irgendwann angerufen hat und hat gesagt, findest du es eigentlich lustig, wenn du noch irgendwie aufschickst, wie gäbe es was nicht gibt? Dann sage ich, ja, schon. Und dann sie so, das kostet einen Haufen Geld. Und sag ich, nein, kostet nicht, wir kriegen nicht mehr 300 Euro. Ah, dann habe ich ganz schön Anschiss gekriegt. aber das ist, ja, weil du Wahrheit nicht vertragen. Ja, natürlich Weil vertragen sie die nicht. Chefs in der Regel die Wahrheit nicht vertragen. Wir haben mal keinen Azubi, sondern einen Praktikanten gehabt, der war von der Bundeswehr aus. Der war schon, ja, Die haben sau viel Geld gekriegt, Bundeswehrler. Ja, die haben ja, nämlich natürlich. Metallbauer, Entschuldigung, wenn ich gerade unterbreche, wir haben Metallbauer gehabt, die haben in der Bundeswehr gelernt und die haben das fast über das Doppelte Gehalt gehabt als wie wir. Weil wir gedacht haben, als wie wir, so als wir, ich wollte es gerade sagen. Na, auf jeden Fall, die waren halt auch da, Praktikum ein halbes Jahr oder so selbst.
Und der war aber richtig cool. Also der war so 10 Jahre älter als ich und dann haben wir uns halt mega gut verstanden, ne? Und wir haben nur Scheiß gemacht. Also wirklich nur Scheiß. Und dann hat er irgendwann seine Signatur geändert. Er hat immer so Mails geschickt und hat halt so statt dem Logo und diesem mit freundlichen Grüßen hat er halt mit bläulichen Füßen hat seine Zähren in so ein Ding eingehalten, so ein Tintending, hat das auf ein Papier da, das Papier im Scanner, hat er das ganze Ding als Logo hergenommen und dann immer mit bläulichen Füßen. Mit bläulichen Füßen ist ein guter Witz. Muss ich ablassen. Wie war es eigentlich mit den Weihnachtsfeiern? Weil es hat doch einmal das gegeben, dass Lehrling aus dem ersten Lehrjahr muss in der ersten Weihnachtsfeier was vorsingen. Hat es das bei euch gegeben? Nein. Oder war das nur so ein Baustein? Nein. Das war nur so ein Baustein. Aber wir haben es gesagt, aber ja, ich hab das auch schon gehört. Ich hab das nicht durchgesagt. Nein, sing nicht. Er hat gesagt, ja, du musst singen, jeder tut das nicht. Nein. Stopp, ich hab auch was machen müssen. Ich hab's voll weggepackt. Das war auf irgendeinem Geburtstag. Nein. Wir haben so viele Geburtstage, runde Geburtstage da unten schon gefeiert, dass wir da immer irgendeinen Scheißdreck machen müssen. Aber nein, das war da, wo ich angefangen hab. Da waren wir beim Wandern. Da wo leck, das weiß ich auch noch, in die Bär, was tue ich in die scheiß Berg, Alter! Ja. Das war so unser erstes... aber von dem Snowboard noch. Das war unser erstes Zusammentreffen, glaube ich. So unser längeres. Ja, da wo man halt mal was außerhalb der Arbeit unternommen hat und da hat man gespannt, du bist ein Vollidiot, ich bin ein Vollidiot. Geil, Alter! Geil! Und da habe ich in diesen Eissee einspringen müssen. Was stimmt, du und der Niklas hat's einfach in der Unterhosen in den Eissee rein. Irgendwann, die hat's nicht ganz sauber. Ja. Der hat jetzt sprichwörtlich wirklich einfach 0,1 Grad gehabt. Da wenn du ein Eiswürfel eingeworfen hast, dann hat's gemacht und ich habe einfach Eis gewinnt. Und du kennst dir das Gefühl, wenn's kalt ist und du in kaltes Wasser gehst, da schrumpft der Eis. So kalt war's. Genau. Aber wenn du in diesem Eiswasser drin warst und dann wirklich, du bist ja da kurz rein, komplett und wieder aussehen. Und hey, der wird auch die erste halbe Stunde nicht mehr. Du warst wirklich, der ist abgestorben. Also, leck mich am Arsch. Kaputt. Komm zurück, du gehst noch nicht. Ich brauch dich noch. Aber zu Weihnachtsfeiern kommen wir vielleicht in der nächsten Folge, weil die nächste Folge kommt nämlich schon nächste Woche. Damit wir uns da mal wieder zeitlich ein bisschen aufholen, weil wir ja ein bisschen nachlassen. Wir haben alle krank, ich war krank, alle waren, das ist alles für den Arsch. 9,5 Millionen Menschen, gerade deutschlandweit krank. Ja, es ist aber auch richtig krass, egal mit wem ich rede, ich bin auch krank, Aber das ist ja eigentlich ganz simpel. Warum? Weil du einfach 2 Jahre keine Viren mehr gehabt hast. Ja, ich war aber die 2 Jahre davor auch schon nicht draußen, da bin ich nicht krank geworden. Ja, komisch. Ja? Ist ja komisch. Nein, ist nicht. Nein. Okay, jetzt nehmen wir die Folge. Das stimmt. Nächstes Mal reden wir über Weihnachten früher und heute. Oh ja. Und dann ist langsam Staffelende. Dann werden wir uns was Neues ausdenken. Dann haben wir nämlich auch in der Winterpause und dann schauen wir, wie es weitergeht. Geht's richtig ab. Ja. Haben wir noch irgendwelche super tollen Nachrichten an die Welt? Na? Nein, nicht wirklich. Nein, tatsächlich nicht. Eigentlich ist es lasst euch von euren Chefs nicht verarschen und sagt einer, wie es ist. Ganz genau. Du weißt, wann es trifft, wenn der Chef laut wird, dann weißt du, hast die Wahrheit gesprochen. Ja. That's the game. Ja. Oh, es dauert aber eine Zeit, bis du das verstehst. Da musst du so 15 Jahre im Spiel sein. Dann fällt dir das irgendwann auf. Und lasst euch, ich darf jedem raten, der in der Ausbildung ist, schau, dass du irgendwie ganz viel arbeitnehmerseitige Rechte dir aneignest, beziehungsweise liest, weil du kriegst das alles nicht gelernt in der Berufsschule. Ich habe nichts gewusst von der Berufsschule her, was ich darf und was ich nicht darf. Das ist erst alles nach und nach aufgekommen, weil zum Beispiel wir haben das Gehalt abgezogen nach meiner Lehre. Das hätten sie gar nicht dort dürfen, weil mein Chef, das ist eine längere Geschichte, das ist wurscht, aber seine Sachen, die du machen darfst, die dir zustehen, das kriegst du alles nicht beigebracht. Und das ist ein totaler Witz. Das ist ein schmaler Grad, du bist in einer riesengroßen Firma, ich bin nie in einer großen Firma gewesen, das waren immer so, ich sag mal, 5 bis 15 Mann-Betriebe mein Leben lang. Ja, genau. Und dann kannst du das nicht bringen mit so einem Scheiß daherzukommen, weil sonst hast du der Hundstag da drin. Stopp. Jetzt Pause oder Schluss? Pause oder Schluss? Schluss, da ich sagen, oder? Schluss aus Pause. Ja, Schluss aus Pause. Lasst euch nicht verarschen in der Arbeit. Lasst euch nicht verarschen, ja. Genau. Und wen, dann lasst es euch nicht okay. Wenn dann verarscht es zurück, ohne dass es gespannt ist. Dann wohnst du daheim in Ruhe. Den klassischen Spiegel. Dann, da ich sagen, neuer Kanal hier, Abo da lassen, Glocken aktivieren. Du, wenn die scheiß Glocken nicht aktivierst, du verdammter Fettsack. Ich rast aus! Ich rast komplett aus. Und Like da lassen und dann schreibst du drunter, was du gelernt hast und was deine schönste Azubi oder dümmste Azubi-Geschichte ist. Entweder du als Meister oder du als Azubi. Ist mir wurscht. Ist dir auch wurscht. Mir ist so scheißegal. Das ist der Kani, das ist der Florian, ich bin der Jürgen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Okay, bye! Okay, ciao. Ausstempeln. Ich fahre einfach zur Seite. Oh, ich reiße das ganze Tisch im Tick. Dann hör mir auf, Fettsack. Ich höre mir auf, als du fetter Huhn. Juan.
Das ist schön, ich bin selber fetter, der fette Medaille.